So gut hast du eingeschaltet. Zusammen, wenn wir jetzt Kindergottesdienst feiern. Ja, wir wollen feiern, dass wir den besten und einzig wahren Gott kennen dürfen. Wir feiern, dass er mächtiger ist wie alles. Und wir feiern, dass wir Freunde von dem Jesus dürfen sein. Und dafür singen wir gerade zusammen ein Lied. Ihr könnt gerade mit uns aufstehen. Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Mit der Welt gar nicht übertrifft ihn, mit der Welt gar nicht ist ihn stark, mit der Welt gar nicht kann man seine Liebe nehmen. Nein, mit der Welt gar nicht übertrifft ihn, mit der Welt gar nicht ist ihn stark, mit der Welt gar nicht ändert dran. Jesus ist und bleibt der Grund. Oh yeah, Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Mit der Welt gar nicht übertrifft ihn, mit der Welt gar nicht ist ihn stark, mit der Welt gar nicht kann man seine Liebe nehmen. Nein, mit der Welt gar nicht übertrifft ihn, mit der Welt gar nicht ist ihn stark, mit der Welt gar nicht ändert dran. Jesus ist und bleibt der Grund. Oh yeah, Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Jesus ist größer. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Letzte Woche haben wir eine neue Serie angefangen. Wir reden nämlich über die Reise von Paulus. Wir haben im letzten Video gesehen, dass der Paulus eine krasse Begegnung mit Gott hatte. Er ist ihm persönlich erschienen und hat ihm einen Auftrag gegeben. Gott wollte, dass der Paulus von jetzt an mit ihm zusammenlebt und anderen Menschen von Jesus erzählt. Aber zuerst musste Paulus ganz viel lernen. Vielleicht hast du einen Sport, den du regelmäßig machst. Wer von euch macht Sport? Dort musst du auch sehr viel trainieren, bis du dann mal an den Match kannst gehen. Oder wer von euch spielt ein Instrument? Dann musst du zuerst auch ganz viel üben, bis du eine Aufführung kannst vorspielen. Und so hat auch der Paulus eine Trainings- und Übungsphase gehabt. Bevor er Christ geworden ist, war er ja sehr streng und hat nur das Alte Testament gekannt. Was denkt ihr, hat er alles lernen? Er hat zum Beispiel lernen, wer Jesus eigentlich ist. Dafür hat er viel Zeit mit Christen verbracht, die Jesus selber kennt haben. Er hat sicher viel gebetet und versucht, das Alte Testament im neuen Licht von Jesus zu verstehen. Er musste lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten und nicht einfach alles alleine zu machen und zu bestimmen. Und er hat sicher auch an seinem Charakter schleifen und liebevoller sein. Und das hat er während einiger Jahre in Antiochia gemacht. Dort haben auch mit ganz vielen Christen gelebt. Und dort hat er eben ganz viel lernen. Aber irgendwann haben die Leiter der Kirche in Antiochia vom Heiligen Geist eine Botschaft bekommen. Sie sollen nämlich den Paulus losschicken. Er soll umreisen und in andere Städte gehen
und dort von Jesus erzählen. Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Zeit hat es nur Christen in Jerusalem und Antiochia gegeben. In allen anderen Ländern haben sie noch nie von Jesus gehört. Aber Gott hat ja wollen, dass alle Menschen an Jesus glauben. Und darum hat er den Paulus ausgerüstet und jetzt endlich losgeschickt, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das klingt ja fast so, als wäre der Paulus so ein Superagent oder so ein Superheld, der eine Mission von seinem Chef bekommt. Ja, genau, so ähnlich. Und darum sagt man den Reisen von Paulus auch Missionsreisen. Eine Frage. Wer von euch tut gern reisen? Ich weiss, im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig, oder? Aber ich tue auch mega gerne reisen. Und zu der Zeit von Paulus war Reisen ein bisschen schwieriger. Kein Flugzeug, kein Zug, kein Bus, kein Auto. Sie mussten viel laufen oder sie haben das Schiff genommen. Auf dieser Karte seht ihr hier das Land von Israel. Auf dieser Seite seht ihr die heutige Türkei, also die Türkei ist hier, heutzutage. Und da ist Griechenland und da hinten ist Italien. Zu der Zeit, wo der Paulus gelebt hat, hat das alles aber zum Römischen Reich gehört. Also die Römer hatten da die Macht gehabt. Und weil der Paulus ja ein Jude, aber auch ein Römer war, hat er problemlos umeinander reisen. Als allererstes haben sie die erste Missionsreise gemacht und ich tue euch kurz zusammenfassen, um was es da gegangen ist. Das ist der Paulus und er ist mit seinem Kollegen, der Barnabas, sind sie zuerst auf Zypern. Das haben sie mit einem Schiff gemacht. Nachher sind sie da über aufs Festland nach Perge. Und in diesen verschiedenen Orten haben sie natürlich von Jesus erzählt. Von Perge haben sie dann da noch Ausflüge gemacht. Da über. Dann sind sie auf Ikonien, Lystra und Derbe. Und dann sind sie den ganzen Weg wieder zurück und von Perge wieder zurück nach Antiochia, von wo sie eigentlich gekommen sind. Das war die erste Missionsreise. In der heutigen Geschichte hören wir aber von der zweiten Missionsreise. Die zweite Missionsreise hat auch in Antiochia angefangen. Von Antiochia, da müssen wir jetzt aber noch ein Figürchen auswechseln, weil es ist nicht der Barnabas mehr war, sondern in der zweiten Missionsreise ist der Paulus mit dem Silas unterwegs gewesen. Sie sind als allererstes nach Tarsus und haben natürlich die Ortschaften nochmal besuchen, wo sie ja schon mal gewesen sind. Und da sind es alle Christen besuchen, die sie schon gekannt haben. Bis zu dem anderen Ort, der ähnlich wie Antiochia heisst. Da haben sie sich überlegt, sie wollen da rauf zum Toten Meer. Da ist das Tote Meer. Und sie haben das schon geplant. Gott hat ihnen gesagt, geht nicht da hin. In einem Traum nämlich hat der Heilige Geist ihnen gesagt, sie sollen nach Mazedonien. Und deswegen sind sie nachher in die Richtung. Nämlich Richtung Griechenland. Und kommen zu der Ortschaft Philippi, wo wir heute die Geschichte werden hören. Da in Philippi passiert das, was wir nachher in der Geschichte hören. Aber damit ihr wisst, wie die zweite Missionsreise noch geendet hat, tue ich euch noch ganz kurz einzeichnen, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar sind sie dann da über Thessalonik, aber auf Korinth.
Und den Umweg haben sie auch noch über Athen gemacht. Und nachher sind sie mit dem Schiff auf Ephesus. Von Ephesus dann schlussendlich nach Jerusalem. So. Aber wir bleiben noch da mit dem Männchen in Philippi. Wow, krass! In dem Fall hat der Heilige Geist ihnen gesagt, wo sie hin sollen. Ja, genau. Also manchmal hatten sie eine Idee gehabt und sie sind selber dorthin gegangen, aber wenn der Heilige Geist einen bestimmten Ort wollte, dann hat er ihnen ganz klar und deutlich gesagt, wo das sie hingehen müssen. Sie haben aber ihn auch immer wieder gefragt und haben viel gebetet, um zu wissen, welche Route das sie nehmen sollen, welchen Weg sie nehmen sollen. Sie sind ja schließlich im Auftrag von Gott am Reisen und nicht einfach nur aus Spass oder zum Ferien machen. Was in Philippi passiert ist, das sehen wir jetzt in einem kurzen Lego-Theater. Der Silas und der Paulus wohnen für ein Zeitchen in Philippi. Öfter laufen sie durch die Marktstraße. Dort hatte es eine Wahrsagerin. Sie hatte einen bösen Geist und konnte darum die Zukunft voraussagen. Immer wenn sie den Paulus gesehen hat sie, oder eben ihren bösen Geist, angefangen zu schreien: «Sie sind Helfer vom höchsten Gott und zeigen euch, wie ihr in den Himmel kommen könnt.» Der Paulus hat das nach einigen Tagen aber so gestört, dass er zu der Frau ist und am bösen Geist gesagt hat: «Böser Geist, im Namen Jesus, verlass sofort die Frau.» Die Frau ist sofort befreit worden und ist ganz verändert gewesen. Sie hat aber auch nicht mehr die Zukunft voraussagen. Darum hat man den Paulus und den Silas festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Der Paulus und der Silas sind im dunklen und kalten Gefängnis. Sie werden sehr, sehr gut bewacht. Draussen wird es langsam dunkel, es wird Nacht und die Soldaten ziehen sich langsam zurück. Nur der Kerkermeister bleibt übrig, der neben ihnen schläft. Mitten in der Nacht fangen sie an, Jesus loben und preisen. Nicht aber auch gar nicht übertrifft ihn, nicht aber auch gar nicht ist ihm zu schwer. Nicht aber auch gar nicht kann man seine Liebe nehmen. Nein, 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 nein. Und plötzlich gibt es ein riesiges Erdbeben. Und die Tür vom Gefängnis springt auf. Als der Kerkermeister aufwacht und sieht, was passiert ist, dass alle Tore offen sind, hat er so fest Angst bekommen, dass er sich selber umbringen wollte. Der Paulus und der Silas gehen ganz schnell zu ihm und sagen: «Halt, mach das nicht, wir sind immer noch da, wir sind nicht davon gelaufen. Du kannst beruhigt sein.» Der Kerkermeister ist baff. «Was? Wieso flüchten die nicht? Was ist mit denen los? Und sowieso, wie haben sich die Tore öffnen? Stimmt es echt doch, was die Wahrsagerin gesagt hat? Sind sie wirklich von Gott und können uns Menschen zeigen, wie wir gerettet werden können?» Plötzlich versteht er alles. Er fällt auf die Knie und fragt: «Was muss ich tun, um gerettet zu werden?» Der Paulus sagt: «Glaub an Jesus, unser Herr, dann wirst du gerettet werden.» Der Kerkermeister hat den Paulus und den Silas zu sich genommen. Er hat seine ganze Familie und Verwandtschaft geholt, damit sie sich kennenlernen können. Sie haben sich in einem Kreis um den Paulus gesessen und haben zugehört, wie der Paulus von Jesus erzählt. Sie alle haben an diesem Abend ihr Leben Jesus gegeben und sind von dem Moment an Christen geworden. Es hat ein riesiges Fest gegeben und der Paulus hat sogar alle taufen. Der Paulus und der Silas sind einfach im Gefängnis gelandet
obwohl sie nichts Böses gemacht haben. Im Gegenteil, sie haben sogar etwas Gutes getan und die Frau befreit, die so herumgeschrien hat. Kennst du das auch? Du wirst einfach bestraft für etwas, wo du gar nichts dafür kannst. Das ist unfair, oder? Sie sind sogar geschlagen worden, der Paulus und der Silas. Also ich wäre garantiert in dem Gefängnis am Boden gelegen und hätte gebrüllt und hätte selber Mitleid mit mir gehabt. Ich wäre vielleicht auch ein bisschen hässig gewesen auf Gott und hätte ihn gefragt, warum dass er das eigentlich zulässt. Vielleicht wirst du im Sport als Letztes in eine Gruppe gewählt. Ich kenne das sehr gut. Und bist so traurig, dass du sogar noch schlechter spielst. Oder du wirst von der Lehrerin bestraft, obwohl dein Kollege der war, der die ganze Zeit geredet hat. Vielleicht hast du sogar noch viel schlimmere Sachen müssen ertragen. Aber was lernen wir denn von Paulus und dem Silas? Wie können wir in so einer Situation reagieren? Wir können wegkommen von unserem Selbstmitleid. Wir können aufhören, uns als Opfer zu sehen und sagen, nein, ich bin ein Gottes Kind. Ich bin stark und mutig und ich schaffe das. Das braucht amigs ein Zeitchen. Der Paulus und der Silas haben ja auch erst um Mitternacht angefangen zu singen. Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen beruhigen. Aber dann haben sie angefangen, Jesus zu loben und ihm Danke zu sagen, dass er ihr Retter ist. Hat es sich gelohnt, auf Jesus zu schauen und ihn zu loben? Ja, es hat sich total gelohnt. Wir lesen gerade zusammen, was dann Unglaubliches passiert ist. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte 16, der Vers 26. Apostelgeschichte ist im Neuen Testament. Also müssen wir recht weit hinten blättern in der Bibel. Haben wir es gefunden? Dann können wir es gerade zusammen lesen. Das grosse 16 und das kleine 26. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Hat Gott sie befreit, damit sie glücklich weiterleben können? Ja, wahrscheinlich eher, damit sie ihren Auftrag erfüllen können. Sie sollen den Menschen ja von Jesus erzählen. Und damit sie auch gerettet werden. Das heisst, Gott hat extra zugelassen, dass sie ins Gefängnis kommen zuerst und dass sie nachher befreit werden durch das Erdbeben, damit der Kerkermeister und seine Familie Jesus kennenlernen. Ja, genau. Weil nur so hat der Kerkermeister Gottes Liebe und Gottes Macht gesehen und können erleben. In erster Linie liebt uns Jesus über alles und möchte mit uns zusammenleben. Er möchte aber nicht nur das, sondern er wünscht sich, dass unser Leben zum Segen für andere wird. Also dass durch uns andere Gutes erleben dürfen. Dass andere durch uns ihn kennenlernen können und seine Liebe und Vergebung empfangen können. Er liebt dich also nicht nur, sondern er hat auch einen Plan für dein Leben. Es gibt Momente, wo wir ihn einfach geniessen können. Dann gibt es aber auch Momente, wo wir geduldig sein müssen und andere, wo wir stark und mutig sein müssen. Und das alles, damit wir im Glauben wachsen können, Gott immer besser kennenlernen und ihm vertrauen können und damit möglichst viele andere Leute auch an Gott glauben können. Wenn du also schon zu Jesus gehörst, dann möchte diese Geschichte dir zeigen, dass du Gott vertrauen kannst, auch dann, wenn es mal schwierig ist. Weil er hat einen guten Plan für dich. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann möchte dir die Geschichte sagen, du kannst zu Jesus kommen. Du kannst ihm sagen, Jesus, ich möchte von jetzt an mit dir leben. Ich möchte auch lernen, so zu leben, wie es dir gefällt. Und wir möchten jetzt gerade miteinander beten. Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass du so einen guten Plan hast für jeden von uns. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns hilfst, dass wir dir vertrauen können, wenn es mal nicht so gut läuft und schwierig ist. Und dass wir uns entscheiden können, dich zu loben und zu preisen, auch in der Mitte der Schwierigkeiten.
Danke, dass du immer bei uns bist. Amen. Und jetzt möchten wir noch beten mit all denen, wo Jesus möchte in ihr Leben einladen. Wenn du das möchtest, darfst du mir einfach nachbeten. Lieber Jesus, Lieber Jesus, ich möchte von jetzt an mit dir leben. ich möchte von jetzt an mit dir leben. Bitte komm in mein Leben. Bitte komm in mein Leben. Und ich möchte auch lernen, so zu leben, Und ich möchte auch lernen, so zu leben, wie es dir gefällt. wie es dir gefällt. Danke, hilfst du mir dabei. Danke, hilfst du mir dabei. Danke, darf ich jetzt dein Kind sein Danke, darf ich jetzt dein Kind sein und die Ewigkeit mit dir im Himmel verbringen. und die Ewigkeit mit dir im Himmel verbringen. Amen. Amen. Hey, Gott freut sich mega, egal welches Gebet du heute gebetet hast. Weil er liebt es einfach, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm reden. Und das darfst du übrigens immer machen. Vor dem Essen, vor dem Schlafen, vor der Prüfung oder einfach immer und überall. Wir haben schon so vieles gehört heute und zum Schluss möchten wir aber euch noch 3 Fragen stellen, um zu schauen, ob das, was ihr gehört habt, ihr es gut verstanden habt. Ihr dürft euch die 3 Antworten notieren und uns die in einer Mail an diese E-Mail-Adresse schicken. Alle von euch, die die Antworten richtig haben, bekommen dann von uns das Heftchen zugeschickt, das ihr jetzt hier eingeblendet seht. In diesem Heftchen hat es 7 Andachten drin zu der Geschichte von Paulus. Und in diesen Andachten hat es jeweils einen Bibeltext mit einer kurzen Geschichte, dann hat es ein paar Fragen und Beschreibungen und auch noch ein paar mega coole Bilder und Rätsel drin. Also es lohnt sich mega, also macht unbedingt mit. Habt ihr euch etwas zu schreiben geholt? Sonst müsst ihr schnell das Video anhalten. Und sonst, wenn ihr bereit sind, dann fangen wir jetzt an. Die erste Frage ist so: In welcher Stadt sind wir von unserer Geschichte heute? Also in welcher Stadt sind wir in unserer Geschichte von heute? Haben wir das euch aufgeschrieben? Dann gehen wir weiter zu der zweiten Frage. Wie heisst der Begleiter von Paulus, der in dieser Geschichte mit ihm zusammen war? Was ist sein Name? Könnt ihr seinen Namen aufschreiben? Das habt ihr sicher gewusst. Und wenn ihr es jetzt aufgeschrieben habt, kommen wir gerade zu der dritten Frage. Und die geht so: Was hat der Kerkermeister gemacht, nachdem er Jesus als seinen Freund angenommen hat? Ich sage es gerade nochmal. Was hat der Kerkermeister gemacht, nachdem er Jesus als seinen Freund angenommen hat? Haben ihr es aufgeschrieben? Schon, oder? So, danke an alle, die mitgemacht haben. Wir freuen uns immer, von euch E-Mails zu bekommen. Und dann sind wir schon wieder am Ende vom heutigen Kigo. Schön, bist du dabei gewesen. Aber weißt du, was noch cooler wäre? Wenn wir dich nächste Woche in Silberen oder im Bucheck im Kigo sehen würden. Mega wär's cool, oder? So oder so sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Macht's gut. Tschüss.